herzlich willkommen zu unserem ersten Teil des Anfängerguides. Der erste Teil wird so aus Theorie bestehen und der zweite Teil eher so praxisbetont. Und also erstmal jetzt für alle, die den jetzt auch gucken wollen, am besten was zu trinken holen, es wird staubtrocken. Ja, aber genau, für den praktischen Teil einfach einmal hier klicken und ja, dann geht's schon los. Gut, erstmal zur Geschichte des Longboards, beziehungsweise also wo kommt es überhaupt her? Und ursprünglich kommt es vom Surfen, weil die einfach auch auf der Straße mal fahren wollten, die haben einfach Rollen unter ihre Boards gepackt. Ja, also aus dem Surfen wurde das Longboard, aus dem Longboard wurde das Skateboard und dann ging es immer hin und her und ja, in letzter Zeit hat ja das Longboarding wieder so einen kleinen Aufschwung, weil man sieht ja auch überall wieder irgendjemanden mit einem Longboard durch die Gegend fahren. Ja, die meisten Boards bestehen aus, ihr könnt es wahrscheinlich denken, aus Holz, aus mehreren miteinander verleihten Lagen Holz. Und oben und unten, also das kann man hier bei den Loadboards mal ganz besonders gut sehen, ist dann so ein CFK oder GFK-Verbund irgendwie noch drauf, damit das vor Nässe oder hochspringenden Steinen schützt, also oben und unten. Und bei manchen Boards, wie zum Beispiel bei dem hier, ist dann oben noch eine Lage Zierholz. In dem Fall ist das Koa-Holz, weil es einfach besser aussieht als das andere. Ja, und auch auf der Unterseite, das hier ist jetzt schon ein bisschen abgenutzt, ist dann meistens noch irgendwie ein Deckdesign irgendwie, also ein bisschen Verlagerung. Sehr wichtig ist auch das Flex, und zwar geht das davon, also logisch von sehr hart bis zu sehr weichen Boards. Das hier ist zum Beispiel für ein sehr, sehr hartes Board, also das biegt sich kaum durch, wenn man sich drauf stellt. Dann gibt es noch, also das ist schon ein bisschen weicher, das ist sehr weich. Und ja, das ist so ein Mittelmaß hier, das Loaded Dervish Hammer. Ja, also harte Boards haben meistens mehrere Lagen, weil das einfach, ja, das sorgt für diese Steifheit. Und ja, diese harten Boards kommen eher so im Speed-Bereich, sag ich mal, zum Einsatz, also bei Downhill-Fahrten und sowas. Und weiche Boards eher so Cruisen und Carven, weil es einfach durch diesen, ja, man nimmt quasi durch den Flex, dadurch, dass es sich so durchbiegt, den Schwung aus der Kurve wieder mit, und so kann man, ja, das macht einfach ein besseres Kurvengefühl, wenn es sich so durchbiegt. Kommen wir jetzt zur Vorspannung eines Longboards, und da unterscheidet man einmal zwischen Camber und Rocker. Das heißt, wenn man bei diesem Board guckt, das ist in der Mitte nach oben gewölbt, das ist Camber, und andersrum, wenn es nach unten gewölbt ist es Rocker. Und ein Rocker brauchen wir auch, das ist zum Beispiel dieses hier, da sieht man ganz deutlich, dass es nach unten gewölbt ist. So, dann gibt es noch die verschiedenen Konkavtypen, dann gibt es einmal, also der stinknormale Konkav, wie zum Beispiel hier, heißt, dass es einfach an den Seiten höher ist als in der Mitte, einfach für den Grip. Dann gibt es B-Konkav, das sieht man hier jetzt nicht ganz so gut, aber so, das ist halt ein B-Konkav-Board, das heißt, es ist an der Seite hoch, es geht in der Mitte nochmal hoch und auf der anderen Seite geht es wieder hoch. So, und dann gibt es noch Flat-Konkav, heißt, da ist gar keine Wirbel, das Board ist einfach platt. Ja, als nächstes kommen wir zu den Achsen, also die ich hier jetzt habe, das ist eine Horizon 80, eine sogenannte Kingpin-Achse, und die findet man eigentlich auch am meisten. Ja, also Horizon 80 heißt, die ist 180 mm breit, und das ist so, ja, das ist eine ziemlich gute Allrounder-Achse, damit kann man eigentlich alles machen. Wenn man extrem Downhill fährt, dann hat man meistens noch breitere Achsen. Und ja, schmalere Achsen benutzt man eigentlich, wenn man ja, jetzt extrem dieses Trickboard machen will. Und, ja, aber das ist, also die Breite, die haben eigentlich auch fast alle jetzt von uns, und die sind schon echt sehr gut. Und ja, jetzt zeige ich euch mal die genauen Einzelteile einer Achse. Zuerst sieht man die Baseplate. Unter dem Hänger sitzt der Bottom Bushing. Darüber der Top Bushing. Und auf dem Washer sitzt die Kingpin-Mutter.
Oben ist der Achsstift mit den daran montierten Achsmuttern. Also normalerweise sieht eine Achse so aus, aber man kann auch den Hänger flippen, also einfach das Lenk abbauen und umdrehen und wieder ranbauen. Das Ganze sieht dann jetzt mal im Vergleich gesehen so aus. Also man kann deutlich sehen, dass hier viel mehr vom Bushing zu sehen ist. Ja, was macht das für einen Sinn? Ganz einfach, dann kann man den Winkel des Hängers zum Board verändern und ja, somit auch das Lenkverhalten. Das muss man, also da gibt es auch noch andere Möglichkeiten, und zwar gibt es dazu diese sogenannten Winkelpads. Und ja, die sind halt leicht angewinkelt, wie man sieht. Und dann kann man den einfach so lassen und die baut man dann runter. Dann braucht man ein bisschen längere Schrauben. Aber ja, die haben halt, erfüllen den gleichen Zweck, wie als wenn man halt den Hänger flippt. So, dazu gibt es dann auch noch diese Riser Pads. Die haben einfach den, ja, also die haben keinen Winkel oder sonst irgendwas. Die sorgen einfach dafür, dass das Board höher steht. Ja, das verändert auch das Lenkverhalten und einfach das Gefühl vom Board quasi. Und als drittes gibt es auch noch die Shockpads. Die sehen so aus, also die kommen so auf beide Seiten. Und ja, Shockpads, wie der Name schon sagt, die verringern einfach die Vibration. Ja, kommen wir jetzt zuletzt zu den Rollen. Da kann man generell zwischen zwei Typen unterscheiden. Und zwar einmal der Grip-Rolle und einmal der Slide-Rolle. Die Grip-Rolle kommt eher so im Downhill und ja, schnellen Carven und Cruisen zum Einsatz. Einfach wegen der Grip-Eigenschaften. Ja, sie haben scharfe Kanten oder Lips, wie man auch sagt, eine glatte Oberfläche und sind meistens von 73 bis 80 A. Also desto höher die Zahl, desto härter ist die Rolle. Und vor allem sind sie auch größer, das kann man hier ganz klar sehen. Und das erhöht die Lauffläche oder den Bodenkontakt und ja, dadurch hat man noch mehr Grip auf der Straße. Kommen wir jetzt zur Slide-Rolle. Die ist, ja, wie ich schon gesagt habe, die ist kleiner, hat also auch weniger Lauffläche und diese Lauffläche ist angeraut und die Kanten sind abgerundet und das, ja, also dadurch kann man viel leichter ins kontrollierte Sliden übergehen. Die Härten von so einer Slide-Rolle liegen bei ungefähr ja, 80 bis 88 normalerweise, das ist zum Beispiel eine 88A-Rolle, aber es gibt natürlich auch Rollen, die dann von 90 bis 100, ich glaube 105 hatten wir auch mal gefunden, das ist dann schon sehr extrem, aber 80 bis 88 ist so für eine Slide-Rolle normal. Eine Mischung aus den beiden Rollen stellt dann die sogenannte Allrounder-Rolle dar. Die ist so in der Größe ungefähr in der Mitte und auch von der Härte her. Also diese ist jetzt 80A, also das ist ziemlich genau in der Mitte. Das ist genau die Mitte. Ja, also man kann damit schon gut sliden. Was heißt gut? Man kann damit eigentlich sehr gut sliden. Und, aber trotzdem muss man sich keine Sorgen machen, dass man in einer sehr scharfen Kurve direkt wegrutscht. Also diese Rolle, damit kann man eigentlich so gut wie alles machen. Aber wer halt jetzt spezifisch schnell fahren will, der nimmt die Grip-Rolle, oder wer spezifisch auf Sliden oder ja, Tricks machen gehen will, der nimmt dann die Slide-Rolle. Der Hub bezeichnet die Stelle in der Rolle, wo die Kugellager sitzen. Es geht einmal Center Set, Offset und Side Set. Bei Center Set Rollen sitzen die Kugellager genau in der Mitte und dementsprechend nutzen die Rollen auch gleichmäßig ab. Bei Side Set Rollen liegen die Kugellager ganz an der Seite, also ganz an einer Seite der Rolle. Dementsprechend nutzen sie sich dann ja, kegelförmig ab, aber mit Side Set Rollen lässt es sich am leichtesten sliden. Eine Mischung aus den beiden ist die Offset Rolle, die sitzt so ja, zwischen Mitte und der Seite. Das ist dann so ein Kompromiss wie die Allrounder-Rolle zwischen der Grip und der Slide-Rolle. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und es war jetzt nicht zu trocken und ihr seid nicht irgendwie eingeschlafen beim Gucken des Videos, aber ja, demonstriert das gerade super. Ja, zum praktischen Teil haben wir hier auch gleich nochmal eine Verlinkung und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video.